Herzlich willkommen, ganz herzlich willkommen von unserer Seite zu Talk and Prayer. Schön, dass du dabei bist. Wir werden die Message vom Sonntag vertiefen und auch einen Ausblick haben zusammen mit Leo und Susanna. So cool seid ihr da. Ja, so cool bist du da, Simon. Es ist immer ein mega Vorrecht am Dienstag mit verschiedenen Menschen zu beten, von Deutschland, Österreich, around the world. Ich finde, das ist etwas, was mich mega begeistert. Das hat sich dank Corona positiv, haben wir schon ein paar Dinge rausgenommen, die sind positiv geblieben. Ja. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo man zusammen betet, ohne dass man an einen Ort gehen muss. Das ist spektakulär. Leo, du hast am Sonntag so eine starke Message gehalten. Kannst du noch mal ganz kurz einen Recap geben? Worum ist es gegangen? Da, diese Teppichgeschichte, die hat mir gefallen. Also es geht eigentlich darum, dass wir alle so Themen unter dem Teppich oft wischen, wo man dann den Teppich drüber tut und dann niemand sieht das, niemand weiß das, aber man weiß es selber. Man schläft auch schlecht, man lebt auch schlecht. Also Themen zum Beispiel wie was? Ja, das kann sein, vielleicht eine Sucht, das kann sein, man war unehrlich, es kann, man hat vielleicht jemand betrogen. Also ganz verschiedene Geschichten oder auch Süchte, die man heimlich macht, dass niemand weiß. Und das raubt uns mega die Kraft, weil man immer das Gefühl hat, man weiß ja das irgendwo. Und das macht dann auch ein bisschen unsicher, ein bisschen Schamgefühl. Man fühlt sich auch angeklagt. Und wenn man diesen Teppich eben hebt, tut das mega weh, weil man dann auch ein bisschen das Image ein bisschen verliert. Aber ich sage immer, entweder ich hebe den Teppich und ich bekenne es, sonst werden das Menschen für mich herausfinden und dann ist es meistens übel und auch peinlich. Und wenn das auf dieser Erde nicht geschieht, dann ist es im Himmel und dann ist es noch viel peinlicher. Und es ist eine Chance, eben auch gesund zu werden, weil man auch mal Dinge auf den Tisch legt. Und dann kann man eben, wie gesagt, die Ostergeschichte erleben, dass Jesus hat den Schuldbrief, der uns so schwer belastet uns an das Kreuz genagelt und hat ihn vernichtet, damit wir nicht mehr in diesen Dingen leben müssen. Und das Spannende ist ja, gerade mit dem Bild vom Teppich hast du so eine treffende Geschichte erzählt am Sonntag, für den Fall du sie noch nicht gehört hast. Und das Spannende ist ja, hatten wir es auch gerade vorhin darüber, dass alle sehen ja den, wie sagt man auf gut Hochdeutsch, den Buckel, die Delle ist so, das ist... Also den Buckel unter dem Teppich. Was aufsteht unter dem Teppich, das sieht man ja, das ist offensichtlich, nur wir selber haben das Gefühl, das bemerkt keiner, oder? So genau, also es geht darum, wirklich echt in den Spiegel zu schauen und auch nicht Angst zu haben davor, das werden wir heute machen. Und das ist natürlich etwas, was wir nicht gerne haben. Das ist ja nicht jetzt etwas, das ist jetzt nicht jetzt eine von diesen Predigten, wo wir sagen, wow, krass, weil es geht persönlich, es geht tief, es ist eine Frage, die wir stellen. Aber ich habe das schon am Sonntag ein bisschen gesagt, wie im Moment gibt es bei uns rundherum haben wir viele solche Geschichten, wo wir einfach Tragödien hervorkommen. Und das macht dich traurig, weil man denkt, ja, das war schon immer seit Jahren da gewesen und da ist man enttäuscht ein bisschen, weil man wurde getäuscht. Jemand hat sich besser dargestellt, dass dann die Person ist und das verletzt und das irritiert extrem. Und ich finde es auch cool, weil Ostern ist ja diese Botschaft, was Minus in meinem Leben ist, macht Gott am Kreuz ein Plus, ein Positiv und dann erlebt man die Auferstehungskraft von Jesus eben in einer ganz gewaltigen Art und Weise. Und ich finde es wichtig, einmal im Jahr, ganz speziell in Ostern, einfach mal in den Spiegel zu schauen und sagen, komm, jetzt hebe ich diesen Teppich, ich reinige das, ich halte das hin. Das hat mich berührt am Sonntag, als du gesagt hast, ich kann es nicht verstehen. Mit Jesus haben wir die Möglichkeit, wirklich frei zu werden. Wieso haben wir so Mühe, ehrlich in den Spiegel zu schauen? Ich kann das nicht verstehen, weil wir die Möglichkeit haben. Das hat mich berührt. Susanna, wie werden wir jetzt durch diese halbe Stunde beten? Nimm uns mit. Ja, wir sind ja vor Ostern und da geht es vom Gründonnerstag bis zum Ostersonntag. Die 4 Tage werden wir jetzt in der nächsten halben Stunde einfach durchbeten, weil spannenderweise die 4 Tage ja auch für verschiedene Themen stehen. Also Gründonnerstag steht für Wahrheit, Tag der Wahrheit. Beten wir so durch. Karfreitag steht für Tag des Schmerzes. Ostersamstag steht für Tag der Verwirrung und dann schließlich Ostersonntag für Tag der Freude. Also diese 4 Tage werden wir jetzt miteinander durchbeten. Und du hast diese Tage gut beschrieben, das hat zu tun mit der Geschichte von Jesus, Tag der Wahrheit, war Garten Gethsemane. Das Wort Gethsemane heißt Ölpresse. Also wenn man etwas presst, kommt ja nur das heraus, was schon drinnen ist. Und bei Jesus kam Angst hervor, hatte so Angst vor dem Kreuz, er hat
Blut geschwitzt und dann er geht an das Kreuz, Freitag, das Schmerz in dem Sinne. Dann am Samstag, er ist tot. Das war Verwirrung, weil die Jünger haben gedacht, ja, der kommt schon wieder, der kann gar nicht richtig tot sein. Das war nur irgendwie gespielt oder etwas und das erlebt man sehr oft. Eine Freundschaft geht zu Ende, man denkt dann einen Tag später, ja, das kommt schon wieder gut. Ich kann sie wieder gewinnen mit Blumen, mit Rosen und dann merkt man plötzlich, nein, das kommt nicht mehr gut und dann ist man verwirrt. Aber dann Ostern ist das Grab ist leer. Das Gewand zusammengelegt bedeutet, er kommt wieder. Also eine Botschaft, nichts in unserem Leben muss so bleiben, wie es ist. Und das ist in unserer Gesellschaft ein mega wichtiges Thema, weil oft denken Leute, ich bin halt so geboren, ich fühle mich so, ich kann mich nicht mehr ändern. Und ich finde, die Osterbotschaft hat so eine gewaltige Kraft. Also lass uns da reinsteigen und ich möchte dich einfach einladen, anzukommen in unserem Talk and Prayer und ich möchte anfangen mit einem Gebet, dass du eben und wir ankommen können in dieser Runde. Jesus, ich danke dir für diese Runde. Das ist wunderbar, in deiner Gegenwart zu sein, Heiliger Geist, und führe uns jetzt einfach durch diese halbe Stunde, wenn wir in den Spiegel schauen, wenn wir durch diese Woche durchbeten, im Bewusstsein, dass du das Beste willst für uns, Vater im Himmel. Und hier sind wir. Yes. Diese halbe Stunde gehört dir. Grün, Donnerstag, Tag der Wahrheit. Wir schauen in den Spiegel, Susanna. Ja, ich finde es spannend. Gründonnerstag hat der Name, woher der kommt, der hat verschiedene Bedeutungen und eine davon ist, dass es vom Wort greinen kommt, vom Althochdeutsch und das bedeutet den Mund verziehen, also lachend oder weinend über eine bestimmte Sache und ja, das trifft mich, weil das ist eigentlich genau der Tag der Wahrheit, dass zum einen verzieht es unseren Mund, weil wir traurig sind über Dinge oder weil wir erschüttert sind über Dinge, wenn sie eben hochkommen, wenn wir den Teppich auflüpfen, Schweizerdeutsch. Aber zum anderen, glaube ich, ist es auch prophetisch, dass wir wieder lachen können, wenn das Zeugs unten weg ist. Ja. Also das andere ist auch, finde ich auch mega cool, es ist ja nicht so, dass du zum Glauben kommst und Gott bringt alle Themen auf den Tisch. Wir können auch nicht alle Dinge sofort ändern. Ja, und das finde ich eben die Gnade von Gott. Und ich finde es auch interessant. Ich hatte zum Beispiel gesagt, ich hatte so Wutanfälle ab und zu. Mit dem habe ich ja jahrelang gelebt. Ich habe das gar nicht so schlimm empfunden. Und irgendwann gingen meine Augen auf und ich habe das erkannt. Und dann ist es aber ein Moment, wo du denkst, boah krass, mit dem habe ich auch vieles zerstört. Aber das war mir gar nicht so bewusst. Aber plötzlich habe ich gemerkt, dieses Thema bringt Gott auf den Tisch, weil jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, um das zu lösen. Und ich finde auch da drin ist es nicht einfach per se, schreib mal alles auf, was du falsch machst und löse alles, sondern der Geist Gottes hat auch so ein Timing, wo er merkt, so jetzt ist es dran. Und dann gibt es auch gewisse Themen, die man nicht sieht, auch vielleicht auch noch nicht sehen muss. Aber dann, wenn Gott dir eine Offenbarung gibt oder es kommt auf den Tisch, dann macht es Gott auch, weil es ist der Zeitpunkt gekommen und Gott gibt auch die Kraft und die Strategie, das zu ändern. Das finde ich jetzt super. Lass uns das machen. Ja. Dieses eine, was dir jetzt der Heilige Geist aufs Herz liegt, ich finde, das ist sehr befreiend, Leo, dass es wirklich nicht der ganze Kleiderschrank ist, der aufgeht, sondern der Heilige Geist spricht zu dir und zu mir ein Satz, ein Wort und dann legen wir das hin. Ja. Nimm dir ganz kurz Zeit in der Ruhe. Was ist es? Vielleicht willst du das auf ein Papier schreiben, vielleicht willst du das in den Chat reinschreiben. Jetzt schauen wir in den Spiegel zusammen und es kann nichts Besseres passieren. Mhm. Es tut vielleicht weh, aber es ist wunderbar, weil danach ist der Teppich wieder ganz am Boden. Ja, und ich erinnere mich einfach an das Bild, das Miriam Sonntagabend erzählt hat, wenn ihre kleine Tochter 2 Jahre oder etwas älter oder etwas jünger Mist gebaut hat, dann rennt sie zu Mama und sie rennt an ihr Bein und beginnt zu weinen. Und wir haben diese Reaktion verloren. Wenn wir Mist gebaut haben, dann ziehen wir uns von dir, Gott im Himmel, zurück. Aber heute, wenn wir uns Zeit nehmen und in den Spiegel schauen oder unter den Teppich schauen, dann entscheide ich mich, zu dir zu kommen, Vater, mit meinem Schaden, mit meinem Mist, den ich gebaut habe und nicht länger zu verstecken, sondern einfach zu sagen, ich habe Mist gebaut, Gott, wie der verlorene Sohn, der sich
der sich besonnen hat, und als er sich besann, das gab eine Kehrtwende in seinem Leben und er ging zurück und dachte, ich habe alles verkackt, aber bei meinem Vater habe ich es immer noch besser wieder da, wo ich jetzt bin, und ich danke dir, dass du, himmlischer Vater, einfach jetzt in dem Moment mit weit ausgestreckten Armen wartest und Ausschau hältst nach jedem Einzelnen, der sich zurückgezogen hat, weil wir Mist unter dem Teppich haben. Und heute dürfen wir uns daran erinnern, dass du mit weit offenen Armen auf uns wartest und nicht nur erinnern, sondern den Rückweg antreten. Und ich spreche dir Mut zu, dass du Mut hast, jetzt unter den Teppich zu schauen. Und mein Eindruck ist, dass heute auch Leute zuschauen, die Unvergebenheit unter dem Teppich haben. Unvergebenheit kann dich genauso bremsen. Und wenn du das bist, dann kannst du das einfach benamsen, beim Namen nennen, in den Spiegel schauen, mit deiner Unvergebenheit und ans Kreuz bringen. Das ist auch so eine fiese, ist mir gerade im Gebet in den Sinn gekommen, als Adam und Eva gesündigt haben, haben sie sich ja weggezogen, sie haben sich versteckt. Es ist ganz interessant, dass wir uns eben dann auch irgendwo verstecken, also sag jetzt mal unsichtbar, dass man eben, das, also nicht im Physischen, sondern man versteckt sich irgendwie, man getraut sich vielleicht auch nicht mehr etwas zu tun in der Kirche, weil man denkt, ja, wenn ich jetzt da wieder Volontier werde, dann kommen meine Themen hervor. Und Gott hat ja dann gefragt, ja. Adam, wo bist du? Ja. Also Gott hat gesagt, es gibt gar keinen Grund, dass du dich versteckst, weil ich habe sie sowieso gesehen. Und das ist so gemein, ein bisschen so perfid. Man zieht sich dann ein bisschen zurück. Es ist wie eine angezogene Handbremse. Ich habe das am Sonntag auch erklärt. Und das ist eigentlich meistens so, ich sage jetzt mal, die Handschrift vom Teufel, weil er kommt, um zu stehlen, zu töten und zu vernichten, und er blockiert uns gewaltig mit Dingen, die wir gemacht haben. Er klagt uns an. Und Anklage bringt uns immer in die Defensive, und eigentlich kann man sagen, es ist ja nicht so, dass jetzt Gott mit dem ein Problem hätte, sondern wir stehen uns selber im Weg. Und ich finde es eben mega wichtig, dass man in den Spiegel schaut und sagt, hey, ich will nicht im Wege stehen, sondern ich möchte wirklich das volle Potenzial ausleben, das Gott in mein Leben hineingelegt hat. Ja, und mir ist jetzt wiederum eine Geschichte in den Sinn gekommen. Unser Sohn war ungefähr 4 Jahre alt, die Scheibe bei meinen Eltern eingeschlagen in ihrem Kinderzimmer, und er hatte das nicht gesagt, sondern was er gesagt hat ist, Mami, ich möchte jetzt unbedingt nach Hause, und er wollte ganz schnell nach Hause. Und ich habe mich so gewundert, aber das ist das Verhalten, wenn etwas unter dem Teppich bist. Und du kannst mir glauben, was für ein Gewicht von diesem Kinderherzen abgefallen ist. Das wissen alle, die selber schon mal Scheiße gebaut haben und das ans Licht bringen konnten. So ein Gewicht abgefallen von diesem Kind, als dann rauskam, dass er die Scheibe eingeschlagen hat, und ob er es absichtlich gemacht hat oder nicht, aber ein Riesengewicht, und das wünschen wir uns allen. Ich bin ja katholisch aufgewachsen, und einmal im Jahr ging ich auch beichten, und ich mag mich immer erinnern, nach der Beichte, wir hatten so einen langen Gang bei der Kirche, ich bin da rausgelaufen, ich habe das Gefühl, ich fliege. Und es ist schon krass, was für eine Befreiung, was für eine Leichtigkeit plötzlich entsteht. Du hast das Gefühl, der Rucksack ist weg und dein Herz ist rein und so, und du spürst so wirklich diese Befreiung. Und das ist das Coole an der ganzen Geschichte, weil Gott kam, um uns zu befreien, diese Lasten von uns wegzunehmen. Und dann dieses Gefühl, finde ich eben, lass uns das an Ostern erleben. Wohl. Man kann ja dann sagen, Freitag, Jesus ging an das Kreuz. Für was an das Kreuz? Genau, für alle unsere Fehler, für alle unsere Sünden. Ja, und ich finde einfach, Leo, wie du es gesagt hast, wir sind ja alle im gleichen Boot, wir haben alle unseren Themen, und Scham soll uns nicht zurückhalten, nicht in die Kirche zu kommen, nicht uns zu investieren. Wir sind alle unterwegs. Ich finde es eine wunderbare Einladung, egal was da ist, dass man sich trotzdem reingibt, oder? Und du hast am Sonntag ja gesagt, die Jünger haben alle auch Mist unter einem Teppich gehabt, wie Petrus, der Jesus verleugnete. Und das Krasse finde ich, weiß gar nicht, ob wir den Bibelvers eingeblendet haben, aber jedenfalls in Lukas 22, Vers 31 und 32 steht, dass Jesus bevor Simon das gemacht hat, hat Jesus zu ihm gesagt,
aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Das hat er ihm gesagt, bevor er diesen Mist gebaut hat, weil Jesus kennt uns. Und das spreche ich dir einfach zu, dass Jesus für dich gebetet hat. Das heißt, sitzt zum Rechten vom Vater und tritt dort für uns ein. Und das möchte ich einfach noch in einem Gebet für dich und für mich in Anspruch nehmen und dir Danke sagen, Jesus, dass du nicht überrascht bist, was uns unter unserem Teppich hervorkommt. Und dass du mit diesem Schaden, mit diesem Mist, kannst du umgehen. Wir konnten umgehen mit dieser zerschlagenen Scheibe. Es gab eine Versicherung, es gab noch ein Riesenwunder, das ist eine ganz andere Geschichte. Und genau so bist du. Du hast gesagt, auch zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube du nicht verlierst. Yes. Danke, Amen. dass du für jede einzelne Person gebetet hast. Amen. Wir ziehen weiter. Wir sind im grünen Donnerstag, Tag der Wahrheit. Wir schauen in den Spiegel. Jetzt gehen wir weiter. Im Karfreitag, Tag vom Schmerz. Und da geht es darum, die Wunden zu heilen, die Wunden zu säubern. Das ist eben genau das Krasse. Das tut weh. Ja, es tut mega weh und das ist eben das, was uns irritiert in dem Sinne. Du gehst ja also du hast einen Unfall, der tut schon mal weh. Ja. Und dann gehst du zum Arzt und dann merkst du, das tut noch viel mehr weh. Spritze, den Dreck wegzunehmen und dann denkst du, das ist ja das Gegenteil von Heilung. Und wir wissen das vom Arzt, bevor etwas geheilt wird, muss der Dreck raus. Und Jesus ist eigentlich wie so ein Arzt, sage ich jetzt mal, der den Dreck, den wir in den Wunden haben, am Kreuz auf sich nahm. Diesen ganzen Schmerz, das wir eigentlich verursachen, also den Schmerz, den wir verursachen zu den Kindern, zum Gegenüber. Wir denken ja immer dann, wir haben Gott enttäuscht und verletzt. Aber Gott ist ja wie ein Vater. Wenn du Kinder hast, es tut dir weh, was die Kinder gemacht haben. Und dieser Schmerz, den wir verursachen untereinander, wo wir einander so richtig in den Müll hineinziehen, das hat Gott getragen, damit wir wieder Augenhöhe mit den Menschen haben können. Und das ist ein absolut krasses Statement eben, wo Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Ich habe alles, was du gemacht hast in deinem Leben, was du auch noch machen wirst, by the way, habe ich getragen. Aber wie heilt Gott unsere Wunden? Also wie macht er jetzt das? Wie erlebst du das, Susanna? Eben, man hat da eine Wunde und dann hält man sie Jesus hin. Wie fühlt sich das an? Wie macht er das? Verstehst du meine Frage? Ja, ich verstehe sie. Es ist so, oder zum Beispiel, wenn du, als ich den Wut, dann wird mir bewusst, wow, ich habe das Problem. Ja. Der Schmerz bedeutet, wo du plötzlich siehst, wie du Menschen Leid angetan hast. Ja, Das genau. tut mega weh. Weil plötzlich merke ich ich hält es Sinn, es tut weh. Weil plötzlich wird dir bewusst, was du mit dem gemacht hast. Also die Auswirkungen, die Situationen, wo du Leute verletzt hast, enttäuscht hast, vielleicht auch eine Kultur sich entwickelt hat, oh Achtung, man weiß nicht, kommt der Vulkan, macht auch unsicher rundherum. Also du weißt ja, es war unberechenbar. Dann plötzlich tut das mega weh, weil du die Auswirkungen spürst und erlebst. Oder wenn du zum Beispiel, du hast jemanden betrogen, dann wird dir bewusst, ich Die habe Wunde ist offen, Ja. man sieht rein, oder? Ja. Es ist offensichtlich. Du merkst, du hast das Herz Tut weh. von deiner Frau, den Glauben von deiner Frau zerstört oder vom Mann zerstört. Du hast den Blick von deinen Kindern, wo das rausgefunden haben. Der ganze Schmerz, was man zerstört hat, kommt auf den Tisch. Ja. Und das ist brutal krass. Also der Schmerz wird eigentlich größer, wenn du den Teppich hebst. Für den Wird Moment. eigentlich für den Moment größer. Ja. Weil, wie du sagst, man sieht, was es für einen Schaden angerichtet hat. Das ist so. Lass uns da reinbeten. Ich glaube, Ja, ich möchte für das wirklich auch beten. Jesus, ich danke dir, dass ich immer noch weiß in diesen Gefühlen, wo ich drin bin, wo Dinge an das Licht gekommen sind, wo ich einfach die Auswirkung von meinem Fehlverhalten mir so bewusst wird, wie ich wirklich Menschen enttäuscht habe, vielleicht auch Situationen zerstört habe, wo ich vielleicht sogar mein Lebenswerk, wo ich aufgebaut habe, einfach ruiniert habe mit falschen Entscheidungen, die ich vielleicht bewusst oder auch unbewusst getroffen habe. Und ich halte dir den ganzen Schlamassel, und es ist ein Schlamassel, den ganzen Schaden, der Schaden kann sein in deiner Seele, in deinem Geist, in deinem Körper, der Schaden vielleicht finanziell, der Schaden deiner Familie, wo dir plötzlich auf einem Schlag einfach das Ausmaß bewusst wird, wie wenn man
sag jetzt mal, Sintflut oder wenn es regnet, wenn man plötzlich sieht, das Ausmaß von den Wasserzerstörungen von Häusern, das tut weh, weil man plötzlich merkt, ich habe so vieles verloren, zerstört. Und das halte ich dir hin, Jesus. Und du hast gesagt, der Schuldbrief, der belastet mich schwer. Es ist etwas, was mich belastet, etwas, was ich verursacht habe. Und Jesus, ich halte dir das alles jetzt hin. Und ich möchte dich bitten, dass jetzt du, da wo du schuldig geworden bist, vor Menschen, einfach jetzt ganz bewusst dieses Gefühl, es ist ein starkes Gefühl, es ist ein krasses Gefühl, ist nicht, dass Jesus dich anklagt, der Feind klagt dich an, by the way. Aber dieser Moment, dass es weh tut, der ist wichtig und richtig. Weil es hat auch Jesus wehgetan am Kreuz. Es gibt keine Abkürzung. Man muss das Ausmaß, spürt man für einen Moment. Und es tut dir mega leid. Dann halt es jetzt einfach deinem Jesus hin für Dinge, wo du merkst, da habe ich es einfach, sag jetzt mal, verkackt. Ich habe Ungerechtigkeit in mein Leben, in meine Familie reingebracht, vielleicht sogar in deine Kirche, in deine Small Group, in deine Nachbarschaft. Halt es einfach mal hin für ein paar Momente, weil den Moment kann man nicht einfach Knopfdruck und weiter. Es gibt schon in der Ostergeschichte dann, es gibt das Happy End, aber da muss man ein bisschen drin bleiben. Und das gibt eben die Position, wo man versteht, warum ich Jesus so dringend brauche. Ein Jesus, der aber gesagt hat, das geknickte Rohr ist nicht zerbrochen. Der glimmende Docht ist nicht erloschen. Du kannst mal diese zwei Bilder nehmen. Du sieht aus wie geknickt und das wird man nicht mehr hinbringen. Oder man sieht diesen glimmenden Docht, das wird nie mehr erleuchten. Es gibt dieses Wort, nie mehr wird es stabil werden. Es wird nie mehr etwas gut werden. Diese Wörter, die gibt es bei Gott nicht, weil Ostern heißt, es ist so ein Minus in deinem Leben, es ist eine Bankrotterklärung in deinem Leben, wird der Heilige Geist dann Jesus zu einem Plus machen. Und das ist die Botschaft von Ostern. Wenn man ein Ei zerschlägt, kann man immerhin noch eine Omelette draus machen. Immerhin aus krummen Zeilen schreibt Gott immer noch gerade. Und Gott hat versprochen, dass die Auferstehungskraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, also das, was tot ist, die gleiche Auferstehungskraft ist in deiner Situation genauso einfach real. Das will ich dir zurufen. In deinem ganzen Schmerz drin gibt es eine Verheißung. Und das ist nicht eine Verheißung. Die Verheißung hat die Welt nicht. Die Welt sagt, säen und ernten. Was du gesät hast, wirst du ernten. Du hast etwas ausgelöst, du musst es ausbaden. Das ist der Unterschied von der Welt zum Glauben an Jesus, weil er löst das für uns in der sichtbaren und auch in der unsichtbaren Welt. Ja, und wenn wir so bei dir sitzen, Jesus, du bist unser Arzt, wir sitzen bei dir in der Arztpraxis mit dieser klaffenden Wunde, die sogar noch eitert und noch Dreck drin hat, da wissen wir einfach, dass du das richtige Verbandszeug hast, dass du die Möglichkeit hast, diese Wunde zu säubern. Heute, jetzt, hier, wir halten sie dir an, wir schauen in die Wunde und es ist, wie Leo sagt, es ist hässlich. Und wir danken dir, dass du jetzt das säuberst, dass du da den Spray drauf tust, dass du den Dreck rausnimmst und dass da nichts mehr zurückbleibt, dass sie heilen kann. Yes. Du bist der Arzt und du greifst jetzt ein. Und ich danke dir, dass du auch einfach bei den Menschen bist, die leiden wegen unserer Sünde. Die leiden wegen dem, was wir getan haben und wenn wir in die einzelnen Augen schauen und so viel Enttäuschung sehen und so viel Schmerz sehen und wir bringen dir auch diese Menschen, Jesus, und dass du auch für sie schaust und einfach, dass da von deinem Blut die Vergebung fließen kann in unsere Familien hinein, da wo es Kreise gezogen hat. Amen. Hey, wir gehen weiter. Wir waren beim Donnerstag, dann Karfreitag, Tag des Schmerz. Jetzt sind wir beim Samstag, Tag der Verwirrung. Wie das tönt, wird es nicht besser heute? Ja, Verwirrung ist eben mega krass, weil die Jünger haben dann gedacht, ja, Jesus steht dann schon wieder auf, das kann doch gar nicht sein. Er hat ja gesagt, er ist das Leben, der Anfang und der Ende, er hat der Tod ja verweckt. Und die haben gedacht, das ist immer so der Moment, wenn eine Freundschaft auseinandergeht, einen Tag später denkst du, das kann gar nicht ernst sein. Die kann ich schon wieder gewinnen, ich schicke wieder Blumen, Rosen. Also man kämpft wieder und plötzlich merkt man, egal wie ich kämpfe, egal was ich tue, das kommt nicht mehr.
Und das ist der Tag der Verwirrung, weil man merkt menschlich, es ist, das ist jetzt total Game Over in dem Sinne. Ja, oder wenn du Dinge bekennst und eben auf den Tisch bringst und die Leute sehen das, also das wird eben schlimmer als vorher. Also das ist auch Eben die- Verwirrung, Tag der Verwirrung, wo du denkst, hätte ich es mal lieber gelassen, hätte ich es mal lieber gelassen, hätte ich mal lieber geschwiegen, es wäre angenehmer gewesen für alle, meint man Diese am Übergangszeit ist Ostersamstag. mega unangenehm, oder? Genau. Ja. Und darum habe ich jetzt gedacht, so ein bisschen, wenn ich auch schon eben unsere Zeit jetzt anschaue, dass wir jetzt wirklich ganz konkret beten können, dass eben in dem, wo es unmöglich erscheint, und ich meine wirklich mit dem, du brauchst ein Wunder. Es gibt wirklich viele Dinge, auch egal wie du dich anstrengst jetzt, du kannst es nicht mehr lösen. Es gibt Dinge, das ist unmöglich. Also wenn du hast zum Beispiel Krebs in deinem Leben, man merkt, die Medikamente bringen nichts mehr, da weiß jede Person, nur noch ein Wunder kann dich retten. Aber es gibt viele Dinge, wo man das so verkackt hat, wo man weiß, man kann die Konstellation zur Tochter, zum Sohn, zum Vater, zur Mutter gar nicht mehr lösen. Und für das würde ich sehr, sehr gerne beten, weil wir sprechen von einem Osterwunder, wo das Grab eben leer ist und das bedeutet, was tot gewesen ist, Ostermontag, Ostersonntag, er wird lebendig. Und ich möchte sehr, sehr gerne mit dir zusammen, mit uns zusammen, deine Situation hinhalten. Und ich möchte für ein Wunder beten, für ein Osterwunder. Lieber Vater im Himmel, du siehst jede Situation, du siehst da, wo Personen depressiv sind, da, wo Menschen krank sind, da, wo Menschen vielleicht ihren Job verloren haben, da, wo Menschen auch Streit haben. Der Streit ist so tief gegraben, wo man das menschlich, das kann man nicht mehr kitten. Das ist unmöglich. Und ich möchte dieses Wort unmöglich jetzt in deinem Leben durchstreichen. Ich will es löschen. Beim Computer kann man sagen Delete. Und ich möchte das in deinem Leben als nicht mehr gültig erklären. Was auch immer vorgeschehen ist, es gibt eine Erklärung, es gibt eine Geschichte, es gibt eine Auswirkung und eine Wirkung. All das, was man erklären kann, schiebe ich jetzt auf die Seite und ich möchte dir jetzt zurufen, dass dein Verhältnis von dir zu deiner Tochter, zu deinem Sohn, zu deiner Mutter, zu deinem Vater, zu deiner Frau, zu deinem Mann, auch zu deinem Pastor, zu deinen Leiterinnen, zu deinem Chef, zu deiner Chefin, zu deinen Bewohnerinnen, auch in deiner Arbeitsstelle. Ich möchte wirklich jetzt den Frieden Gottes ausrufen. Und die Bibel sagt, der Friede Gottes ist höher als alle Vernunft. Und ich sage, genau da hinein rufe ich Heilung. Ich rufe ein Osterwunder in dir, was tot jetzt ist, wird lebendig im Namen von Jesus Christus. Und jedem Geist, der dich hindert, der dir zuruft, es ist unmöglich, sage ich, der Geist Gottes durchbricht alle Mustern, er löst alle Ketten in deinem Leben und er macht das Unmögliche möglich in deinem Leben. Und ich möchte dir das zurufen. Jetzt nimm jetzt ganz kurz deine Situation und sprich, wo auch immer du bist, auch wenn du später noch anhörst, ein Gebet, benenne es mit dem Namen und sag, Jesus, hier bin ich, das ist meine Situation, das habe ich getan, ich bin schuldig geworden, ich brauche dich, ich brauche dein Wunder und du hast gesagt, nichts auf dieser Welt kann mich trennen von der Liebe Gottes, weder Hohes noch Tiefes, noch Zukünftiges, noch Gegenwärtiges, nichts auf dieser Welt. Das ist eine Zusage, by the way. Und ich rufe jetzt einfach deine Heilungs- und deine Auferstehungskraft, Jesus, in meine Lebenssituation hinein. Das ist die Osterbotschaft. Er ist auferstanden, bedeutet, hey, ich muss nicht mehr so weiterleben. Es gibt immer einen Neuanfang. Es gibt immer einen Neustart. Das ist bei Gott krass. Ist nicht einfach gemacht, verurteilt, erledigt. Du hast immer einen Neuanfang. Solange du lebst. Come on. Ja. Und das ist denn das der Tag der Freude? Ist das der Ostersonntag? Das Grab Das ist neue, leer. neue Etablieren, oder? Das Grab ist leer. Das ist die Botschaft, wo du aussprechen kannst in deinem Leben. Hey, er ist auferstanden. Das bedeutet, dass der Tod kann nicht das Leben von Jesus blockieren. Der Tod ist ein Stachel, Hölle, wo es ein Sieg ist, sagt, weder Hölle noch der Tod kann mich aufhalten. Und darum ist das, der Ostersonntag ist eine Botschaft.
was unmöglich ist, Ja. wird lebendig werden. Und das kann man aussprechen über der Familie, wie ich es schon gemacht habe. Und nicht einfach sagen, ich bin ein Opfer der Umstände, ich habe es verkackt, bin selber schuld. Sagen Leute, ich bin selber schuld. Ja, logisch bist du selber schuld. Aber das hilft ja gar nichts. Das ist keine Hoffnung. Und das Grab ist leer, ist eine Botschaft an uns alle. Nichts muss tot bleiben. Nichts muss tot bleiben. Ja, und ich finde das so krass, was da im Lukas steht, wie da die 3 Leute, also Jesus in der Mitte und links und rechts die Verbrecher, sind schon am Kreuz. Sie sind schon am Sterben. Sie haben es fürchterlich verkackt. Und der eine sagt, ja, Jesus hilft dir selber, wenn du Gottes Sohn bist. Und der andere sagt, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Und da antwortete ihm Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wahnsinn. Und das ist die Hoffnung. Ja. Er war schon angenagelt ans Kreuz, schon Todesurteil, schon am Sterben. Und er hat es eingesehen, dass er es verkackt hat. Und ein Gebet reicht. Jesus, denk an mich, wenn du dein Himmelreich antrittst. Und Jesus sagt, du wirst mit mir im Paradies sein. Wahnsinn. Das ist genial zum Schluss. Susanna, willst du uns noch segnen zum Schluss mit dieser, Ja. genau mit dieser Kraft? Jesus, ich möchte dir von Herzen Danke sagen, dass diese Haltung von diesem einen wohlverstandenen Verbrecher einfach dein Herz angerührt hat, weil er gesehen hat und anerkannt hat, wer du bist und wer er ist. Und das reicht. Und wir sagen einfach, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Und ich danke dir, dass du jedem von uns zusprichst, wenn wir erkennen, dass du Jesus bist und für unsere Fehler und für unsere Verbrechen und Vergehen gestorben bist. Und wir sagen, Jesus, bitte vergib uns unsere Schuld. Dann sagst du, ja, ich hab's vollbracht für dich. Und wir nehmen das in Anspruch. Nicht als billige Gnade, sondern als dein teuer bezahltes Geschenk für mich persönlich. Amen. Amen. Hey, wir möchten dir Danke sagen, dass du mit uns dabei warst. Wir möchten dich einladen in diese Osterwoche, wenn du das in dieser Woche schaust. Wir haben so viele wunderbare Angebote, unter anderem das Ostermusical, aber auch online läuft so viel. Sei ein Teil unserer Church und wir sehen uns. Bye, bye. Tschüss.